当然是继续，当然是继续，대신继续lernen. Ich möchte damit beginnen, alle hier willkommen zu heißen, besonders die Nonnen, die hier zu diesem Frühlingsdharma hier teilnehmen. Und ich möchte euch alles Gute wünschen, hier auch denen, die über das Internet zuhören. Da sind darin in der Lebens- und Freiheitsgeschichte genannt die guten Taten. Sind wir in der 27. guten Tat und in der Gliederung aus der Bedeutung der guten Taten und verfasst von Sanjay Paltrup in diesem Kommentar, in dem Drehpunkt Manuskript heißt es darin, fragt er, wie hat Mikitoji sich geübt in dem Weg des großartigen Fahrzeugs Mahayana? Und darin ist zuallererst, wie er sich dem Erwecken von Bodhicitta Herzensmut gewidmet hat, dann zweitens, wie er die beiden Arten von Bodhicitta Herzensmut in sich genährt hat und schließlich, wie er sich den 3 Schulungen innerhalb des Entwickelns dieser beiden Arten von Bodhicitta Herzensmut dann unterzog. Und darin sind wieder 7 Punkte, Unterpunkte darin und wir sind darin, die sogenannten 6 Arten an das Ziel gelangt zu sein, Paramitas zu erklären. Und das sind die 7 Unterpunkte, die wir sind in der zweiten, nämlich wie er sich darin übte, den zweiten Parameter, wie er sich darin übte, seinen eigenen Lebens- und Erfahrungsstrom zu läutern. Und der Grundvers dazu heißt hier, den guten Taten, in eigenem widerborstigen Gemüt noch voll verfangen, sind jene, die sich nach mir richten, kaum zu zähmen. Um gute Kraft und Geistesklärung zu mehren in jenen, die zu zähmen sind, habe ich meine Kraft des Guten und Bereinigung, habe ich alles ausgerichtet auf meine Kraft des Guten und Bereinigung. Auch dies scheint mir als meine gute Tat vollbracht. Aus den 33 guten Taten sind wir hier an diesem Punkt in der 27. Und ich habe über diese 27. gesprochen im Begriffen seiner eigenen Instruktionen, in seinen Art und Weisen, wie man diese guten Taten in das Leben übersetzt. Und jetzt hier aus dem Kommentar von Sanjay Paltrup heißt es, von den alten Zeiten her bis zu der Gegenwart, dann sind dann jene, die da großartig, ruhmvoll sind, dass sie Unvergleiche seien darin, wie sie andere dazu brachten, die seltenen und kostbaren, die 3 Juwelen zu ehren und um die Schutzlosen in Freude zu führen und um solche in Guten zu etablieren. Das waren also solche, die großartige Lehrer, als großer Lehrer gerühmt sind, die also sogenannte Freunde guten Herzens, Kaltana Mitras bekannt sind, die großen, berühmten Namen trugen, aber eigentlich von ihrer Art und Weise nicht derart waren. Was vielen passiert ist, dass sie ihrem Ruhm und ihre tatsächlichen Qualitäten verschieden waren. Sie waren bekannt als solche, die ein Guru sind, ein Lama, die als Kalyana Mitra, als Freund des guten Herzens allseits bekannt waren. Aber um andere auf den Weg des Guten zu bringen, müssen sie selber in der Lage sein, dies selber durchzuführen.
Sie müssen in der Lage sein, das Gegenteil von Gutem, nämlich das Nicht-Gute, Heilsame zu erkennen. Aber dazu waren sie nicht immer in der Lage. Und wenn jemand so als ein großer Lehrer und Kalyana Mitra bekannt ist, dann ist das nichts mehr als bloß ein trockener Name. Sie sind vielleicht gelehrt und redegewandt und in der Lage, über all das Gute so zu sprechen, das Gute darzulegen und damit Respekt und Wertschätzung von anderen zu erheischen und sie zu einem gewissen Maß dazu zu bringen, all dies dem weltlichen Treiben zu entsagen. Doch aber dann, wenn sie daraus einen großen Namen gewonnen haben, Berühmtheit erlangt, dann fahren sie fort, dann fahren sie nicht fort mit der makellosen Absicht, nur Gutes zu tun, sondern sie lehren andere auch das Ungute zu tun in ihrem Verhalten. Sie haben also keine innere, wirkliche Gewissheit darin, was Gutes und was nicht Gutes ist. Und so bringen sie andere auch dazu, verführen sie dazu, dass sie solche Handlungen begehen, die nicht von Gutem sind. Und solche, die als Lamas, Gurus gerühmt sind und Kalyana Mitras als Freunde guten Herzens, dann, wenn sie die Fehler des unguten, unheilsamen Tuns selber nicht erkennen können und dann bringen andere dazu bringen, selber auch sich in solchen Handlungen zu verfangen, dann ist Mikkyö Dorje das komplette Gegenteil davon. Das heißt, um andere Lebewesen in ihrem Geistesstrom zu zähmen, um jemand anderes Geistesstrom zu reifen zu lassen, zu verbessern, muss man in der Lage sein, sich in seinen eigenen Geistesstrom zu schulen. Und soweit der eigene Geistes- und der Lebensstrom noch nicht gezähmt, besänftigt ist, wie will man dann eines anderen Geistesstrom bezähmen oder besänftigen wollen? In ähnlicher Weise, wenn man nicht im kleinsten bisschen darüber nachdenkt, was in den zukünftigen Lebenszeiten gebraucht und benötigt wird, sondern nur an solches Handeln denkt, und also anstatt für nachhaltiges Gutes, für das wirklich in Zukunft Wichtige, für alle zukünftigen Lebzeiten zu fokussieren, konzentriert man sich auf das, was in diesem Leben einen Nutzen und Wohl erbringt. Und dann scheint es einen Nutzen für andere kurzfristig vorübergehend zu bewirken. Aber das, was Bodhisattvas tun, wie das Bodhisattvas das ist in dieser Weise so, als ob man dann, wenn man solches nicht tut, sondern auf kurzfristiges sich fokussiert und nicht das, was Bodhisattvas täten, auf langfristige, nachhaltige Ziele auszurichten, dann ist das so, wie als ob, wie ich das anderen Tages gesagt habe, als ob ein Leprakranker hier Garuda Sadhana unterrichtet. Und Lepra-Krankheit war sehr ansteckend damals und so weiter. Man musste diese Leute isolieren von der Gesellschaft, um andere nicht anzustecken. Und so Tibeter, so wie sie über diese Krankheit, diese schreckliche Krankheit, Lepra-Krankheit damals nachdachten, ist, dass diese Lepra-Krankheit ist eine Naga-Erkrankung, und wenn das Gegenmittel gegen eine Naga-Erkrankung ist die Garuda Sadhana, die Garuda-Übung. Und so, das heißt, es gibt verschiedene Arten von Garuda Sadhanas, die man üben kann als Gegenmittel gegen Naga-Erkrankungen.
und damit auch in der Lage ist, eine Naga-Krankheit zu überwinden. Und wenn also jemand aus Lepra erkrankt ist, wenn diese Krankheit anderen Garuda Sadhana versucht zu lehren, dann werden diese anderen denken, wenn er sie doch so gut kennt, angeblich diese Übung, warum ist er nicht eher in der Lage, sich selbst von dieser Krankheit zu befreien? Warum kann er das nicht? Warum hilft ihm diese Übung hier eigentlich nicht? Das heißt, wahrscheinlich ist er nicht in der Lage, diese Übung wirklich durchzuführen. Und obendrein könnte ich mich auch noch anstecken an dieser Leberkrankheit. So werden so ein Verdacht und Zweifel entstehen. Man fühlt sich nicht wohl in der Umgebung dieser Person. Das ist also der Schaden davon, wenn man über nichts anderes nachdenkt, als letztlich, was in diesem Leben Gutes bringt und darin sich geht, Dinge zu tun, die für das Wohl aller anderen seien, aber in Wirklichkeit, weil man nicht wirklich Bodhicitta in seinem Herzen erweckt hat, dann ist es schwierig, etwas durchzuführen, was wirklich zufriedenstellend ist. Das heißt, wenn man nicht in der Lage ist, seinen eigenen Geistesstrom wirklich zu zähmen, dann ist da keine Möglichkeit, den Lebens- und den Geistesstrom anderer zähmen zu wollen. Um großen Nutzen für andere zu bringen, einen großen nachhaltigen Nutzen für Dharma und Lebewesen zu erreichen, muss man über die nächsten und die zukünftigen Lebenszeiten nachsinnen. Und Mikyu Dorje sah dies für einen sehr wichtigen Punkt. Mikyu Dorje sagte, was ist das Wichtigste eigentlich daran, an den Anweisungen darin, wie man Lebewesen bereinigen und nähren kann? Was ist der kritische, entscheidende Punkt? Was ist das, was uns daran den Unterschied erkennt zwischen dem, was zu tun und nicht zu tun ist? Was zu tun und zu lassen ist. Und ich muss vielleicht viele Worte machen, um darüber zu sprechen, aber der Kernpunkt von dem ist, dass andere wirklich in der Lage sind, dies zu verstehen und auch selber Gegenmittel anzuwenden. Und so gibt es tiefgründige Methoden, um Gegenmittel anzuwenden, Gegenmittel, die in der Lage wären, für alle wirken, die dann in der Lage sind, alle Arten von Geistestrübung zu beseitigen. Aber diese sind außerordentlich schwierig in dem Selbst zu begreifen. Es ist für jene, die von schwacher Geisteskraft sind und wenig Ausdauer haben, wenig Prajna und wenig Mut, ist es schwierig für sie, das bloß auch zu begreifen zu wollen von Worten her. Und Mikyu Dorje war auf der anderen Seite jemand, der diese subtilen Punkte des Übens in der Lage war, in seinem eigenen Leben zu integrieren, voller Gewissheit darüber und nicht nur ein bloßes Gefühl davon erhielt, sondern auch diese Übung zu einer Reife bringen konnte. Und wenn er das höchste Maß an Erfahrung in diesem eigenen Üben erlangt hatte, dann war er in der Lage, auch anderen darüber zu lehren und ihnen diesen Dharma zu zeigen. Und seine Meinung war, dass man solange man nicht selber Erfahrung davon gesammelt habe, soll man nicht darüber sprechen mit anderen. Und seine eigene Art des Herangehens war, dass er nicht bloß ein gewisses Gefühl oder ein Verstehen davon, sondern eine eigene persönliche Erfahrung davon in der Lage
wahrzuerhalten und nur durch dieses eigene Erfahren und Üben dann. Nicht nur so ein vages Gefühl in sich trug, wie das denn wirklich wahr und richtig sei, sondern von tiefer innerer Gewissheit getrieben in der Lage war, anderen diesen Weg zu zeigen. Wenn umgekehrt, kann man Dharma für sich selber noch nicht einmal erlangt hat, wie soll man dann, ganz zu schweigen dann davon, wie man anderen davon kundtun wollte. Und jene aber, die noch nicht mal eine grobe Idee davon haben, wo es lang gehen könnte, und dann aber sie denken daran, es reicht, wenn ich da ein bisschen hier anderen Abhisheka gebe oder wenn andere denken, obwohl sie keine große Ahnung haben, um was es eigentlich geht, es reicht, wenn man Abhishekas empfängt und Übertragung empfängt und so weiter und dann denkt, okay, ich weiß wohl, was ich üben muss. Dann ist das wohl ein bisschen zu viel an Übermut des Glaubens, was man wüsste, wenn man dann sagt, ich gebe ja ein Winterdharma, ein Sommerdharma, dann werde ich meine Schüler dann in ein geschlossenes Retreat schicken, aber so entsteht nach außen ein großer Eindruck von einem großen Dharma wirken. Aber im Inneren haben sie noch nicht einmal selber sich darum gekümmert, wie sie diese Erfahrung erlangen könnten. Sie haben noch nicht einmal ein kleinstes bisschen davon erhascht, was echte Dharma-Erfahrung ist. Und dann sind diese Abhishekas nichts anderes als ein Lehrer, einen Text vorliest. Und sie schauen auf diesen geschriebenen Text und denken, das verstehe ich kann es lesen, also verstehe ich es. Und dann sind sie damit zufrieden und sind von einem Übermaß an Zuversicht getragen. Und wie viel sie auch in Dharma. Viele Gurus und Lamas denken in erster Linie, schauen nicht auf die tatsächliche Tiefe des Dharmas Verstehens, die sie haben dort in anderen bewirken können, sondern sie schauen darauf, wie viel Mal habe ich Dharma gelehrt, wie viel große Veranstaltungen habe ich durchführen können, wie viele Tausende an Schülern habe ich versammeln können. Und sie haben vielleicht Tausende oder Zehntausende von Schülern um sich und denken, dass dies ja unglaublich beeindruckend sei. Und diese bitten darum, um Abhisheka und sie schauen darauf, wie viele Geschenke haben sie erhalten und wie viel Wertschätzung haben sie dafür erhalten. Aber eigentlich ist das alles von keinem Guten. Ohne darauf zu schauen, ob der Schüler tatsächlich im Inneren von diesem Dharma durchdrungen sind. Und ohne darauf zu achten, wie sie wirklich sich verbessern, wie sie reifen können daran, sondern nur, wie viel sie selber an Aktivitäten haben durchführen können, wie viel Dharma haben sie wann und wo in Reichhaltigkeit lehren können, wie viele Leute kamen dazu, um teilzunehmen und so weiter. Das ist eine schlechte Art des Handelns. Das ist im Grunde genommen, sagt Miki Dorje, wie Räuber und Gangster, die sich daran machen, die Lehre des Buddha zu zerstören. Nicht jemand, der wirklich sich dem Fördern und Nähren der Buddha-Lehre widmet. Miki Dorje hat solches Handeln als außerordentlich ungünstig und schlecht angesehen und hat selber sich von so viel er konnte von solchem Handeln
ferngehalten. Niemals würde er unter keinen Umständen sich solcher Art verhalten. Wenn man darüber denkt, wie authentische Gurus lehren, zuallererst schauen sie, wie sie Dharma tatsächlich in ihr Lebensstrom, in eigene Lebensstrom integrieren können, und dann versuchen sie erst, anderen zu dem Gleichen anzuleiten. Und es scheitert sich also daran, wie viel selber sie in ihrem eigenen Lebensstrom davon verinnerlicht haben. Besonders die authentischen Gurus der Dapokagi-Überlieferung, wenn man darauf schaut, wie sie ihre Unterweisung gegeben haben. Schauen wir darauf, und der Grund ist, besonders wenn man Gampopas betrachtet, und ich lese erstmal vor, was er selber dazu sagt. Er sagt, in der Zukunft, wenn da Gurus ohne Erfahrung sind und Schüler ohne inneren Wertschätzung und Vertrauen, wenn man da bloß Instruktionen als Übertragung, Übermittlung gibt, dann wird meine Lehre hier verschwinden. Das sagte Gampopa dazu. Die Art und Weise, wie wir das verstehen sollten, ist, dass in der Zukunft eine Situation entstehen wird, wo die Gurus, die Lehrer selber keinerlei innere Erfahrung haben, um Dharma in ihrem eigenen Leben zu integrieren. Und die Schüler, die sie unterweisen, haben kein wirkliches Vertrauen. Der Lehrer ohne Erfahrung und Schüler, der Guru hat keine Erfahrung im eigenen, dem, was er lehrt, keine wirkliche tiefe Einsicht und Erkenntnis, und die Schüler haben kein echtes Vertrauen oder Hingabe und Wertschätzung zu diesem Guru. Und doch veranstalten sie es so, als ob sie hier eine Lehrunterweisung geben und eine Ermittlung, als ob sie Dharma lehren würden. Und zu dieser Zeit heißt es, wenn das passiert, dann wird meine Lehre hier verschwinden. Das heißt Gampopas Lehre. Weil das zeigt, sagt Gampopa, dass die Dapokagi-Überlieferungslinie verschwunden ist. Wenn sie also da sind, noch wenn sie immer noch zugänglich sind, diese Lehren der Dapokagi-Linie, dann heißt es, dass es Gurus gibt, die eine solche, ihre eigenen Erfahrungen, all dieses, was sie lehren, integriert haben. Ein Guru als jemand, der von tiefem inneren Verstehen und Erkennen durchdrungen ist, eine Quelle von Einsichtskraft und Inspiration ist und Schüler dazu inspiriert, die von tiefer Wertschätzung sind, dann ist es ein Zeichen, dass die tatsächlichen Lehren der Dapokagi-Linie immer noch lebendig und zugänglich sind. Und vergessen wir die anderen, diejenigen, die noch nicht einmal deren kleinste Erfahrungsfunken davon haben und dann vorgeben, Lehrer zu sein, und die anderen, die vorgeben, Schüler zu sein, und darin nur solche äußeren Scheinveranstaltungen abhalten, in denen sie Dharma als bloßes Übermitteln weitergeben, dann ist das ein klares Zeichen, dass die Lehre der Dapokagi verschwunden ist und nicht mehr zugänglich. So sagt es Gampopa, der König des Dharma, wie es heißt. Genauso haben es Düsung Khyentse und Pamodrupa und Götzangpa und so weiter ausgedrückt. Sie sagen, ich habe niemals ein einziges Wort des Dharma, der befreienden Information, gelehrt, das ich nicht selber geübt und darin mit eigener Erfahrung verbunden hätte. Was das zeigt, heißt, dass alle diese Kagyu-Vorfahren damit ausdrücken, wenn ich Dharma nicht selber in eigenes Überleben umgesetzt habe, in mein eigenem inneren Leben integriert habe, dann habe ich solche Dharma niemals auch nur ein Wort zu anderen gelehrt. Selbst wenn ich nur ein einziges Wort an anderen gegeben hätte, dann wäre es von eigenem Verstehen und Erkennen und Erleben durchdrungen. Sie würden also niemals ein einziges Wort nur weitergeben, das sie nicht durch die eigene Erfahrung, das nicht aus eigener Erfahrung und eigenem Leben käme.
Es ist also Dharma für Sie, die befreiende Information des Dharma für Sie, ein Erfahrungsweg, den man als Information weitergibt. Keine bloßen trockenen Worte, die anderen gezeigt werden, sondern tatsächlich aus eigenem Erleben gewonnen. Miki Dorje war also, um mich mir hier zu wiederholen, gesagt, wenn du solche Worte anderen lehrst, dann musst du sie selber erfahren haben und in solcher Weise lernen. Wenn du Dharma lehrst, dann musst du es immer wieder nur so lehren, dass du es aus eigener Erfahrung heraus anderen in dieser Weise lehrst. Und er verwies darauf auf die Kagyu-Vorfahren, die genau in dieser Weise es formuliert und geübt hatten. Dharma, befreiende Informationen Schülern zu lehren, heißt zuallererst, und das hat er für sehr wichtig angesehen, dass man dieses mit großer Wertschätzung verbindet. Nichts, was man nur einfach mit dem Munde herausplappern kann. Es muss Dharma sein, es muss befreiende Information sein, etwas, was die Schüler von großem Wert ist, was für zukünftige Lebenszeiten all dieser Schüler von großem, tiefen Wert ist. Und das ist das eigentliche Ziel, das ist die große Wichtigkeit. Deswegen muss man selbst eine tiefe Erfahrung davon erlangt haben können. Er übte es und erfuhr es so. Und um herauszubekommen, kann ich es selber überhaupt durchführen? Erst wenn ich es selber tun kann, dann werde ich es anderen zeigen. Aus diesem Grunde waren die Schüler von Miki Dorje solche, die jedes einzelne Wort seiner Unterweisung von großem Wert ansahen. Warum? Weil er selber jedes einzelne Wort als solches wertschätzte, dass er es aus tiefer eigener Erfahrung gewonnen als Information weitergab, die für alle zukünftigen Lebenszeiten, für jene, denen er diesen Worten unterwies, dann von großer Wichtigkeit und Hilfe sein könnten. Nur dann würde er überhaupt etwas sprechen und weitergeben. Und aus diesem Grunde haben diese Schüler Miki Dorjes auch das in dieser Weise verstanden. Jedes einzelne Wort wie von großem Werte geschätzt. Und so ist es eine besondere Fähigkeit und Gabe Miki Dorjes gewesen, dass er seine Schüler unterwies in sehr viel Üben zum Vermehren der guter Geisteskraft und Klären eigener Geisteshaltung, weil er selber dieses für wichtig hielt. Und er hat selber sich darin mit großer Intensität geschult. Miki Dorje zum Beispiel hat, wenn er Niederwerfung durchführte oder Mandala darbot und so weiter, in der Art und Weise, wie er es tat, mit großer, tiefer innerer Wertschätzung und Vertrauen, da wo er sich zu den 3 Juwelen in Wertschätzung hinwandte, als Beispiel, als Vorbild für andere, dass diese unglaubliche Inspiration vermittelte, welche tiefen inneren Wert und Wertschätzung er dies durchführte. Jeder verstand beim bloßen Zuschauen, dass, das ist die Art und Weise, wie eigentlich hier Niederwerfungen durchzuführen sind oder wie ein Mandala dargeboten werden kann und so weiter. Weil er selber von dieser Erfahrung durchdrungen ist, war in der Lage, war in großer geschickter Weise andere dazu anzuleiten. Er hat sich selber an das gehalten, was er anderen zeigte. Und deshalb war er eine große Quelle von Inspiration. Und was er selber hier sagte, ist sehr wichtig. Ich werde das nicht wörtlich alles hier vortragen oder erklären, aber im Kern sagt er, ein Guru sollte sich darum sorgen, ob er tatsächlich in der Lage sei, die Geistesstörungen der Schüler zu besänftigen. Das sollte seine eigentliche Herzenssorge sein.
ob er diese Fähigkeit habe, anderen ihren Geist zu stören, zu besänftigen. Und diese Herzenssorge sollte er selber in seinen Träumen noch haben. Sie sollten ihn bis in die Träume hinein verfolgen, ob er tatsächlich diese Fähigkeit besitzt. Das ist, kann ich da wirklich anderen helfen, dass sie ihre Geistesstörungen bezähmen? Das ist die Kernsorge, die einen Guru, einen Lehrer umtreiben sollte, bis in die Träume hinein. Sodass die Leute, die sich dann diesem Lehrer anvertrauen, umgekehrt, wenn ein solcher Lehrer jenen, die sich ihm anvertrauen, so anleitet, dass sie in erster Linie sich darum kümmern, wie es in diesem Leben ihnen gut geht und nicht, was in den zukünftigen Lebenszeiten die erwarten, dann ist das nicht die wirkliche, das ist nicht die wirkliche Art, wie Gurus oder Lamas sich verhalten sollten. Das können auch weltliche Führer. Alle weltlichen Führer sind da, haben ein Erzählen über das Auf und Ab in dieser Welt und es darin, so wie in der Vergangenheit, da gab es Herrscher und es gab Untertanen. Und die Herrscher haben sich darum zu kümmern, wie es ihren Untertanen geht. Und sie haben sich an den Wünschen ihrer Untertanen orientiert und haben sich darum gekümmert. Aber in diesem Leben und wenn das also jemand ist, der sich nur um dieses Wohlsein in diesem Leben kümmert, dann ist das nicht in erster Linie die wichtige Aufgabe von Gurus und Lamas. Das können schon weltliche Herrscher. Dafür braucht es keinen Lama oder Lehrer. Sie sollten also sich nicht darum kümmern, ob Schüler in erster Linie Kleidung oder Essen oder Wohlstand haben und so weiter. Das ist die Aufgabe weltlicher Herrscher. Das ist keine Besonderheit von Gurus oder Lamas, sich um solche Ziele zu kümmern. Die wirkliche wahre Aufgabe von Gurus und Lamas ist, dass sie in der Lage sind, den Geistesstrom der Schüler zu besänftigen, so wie man ein Leder sanft und geschmeidig macht. Das ist, worum sie sich eigentlich zu kümmern haben. Das ist ihre Kernaufgabe, ihre Kernverantwortung, die sie übernehmen sollten. Und für diese Schüler. Und die Schüler, wie sollten sie sein? Sie sollten solcher Art sein, dass sie ohne Hintergedanken, ohne Heuchelei und Täuschung sind, dass sie diesen Lehrer als ein Vorbild annehmen und sagen, okay, ich schließe mich dir an und du bist derjenige, der mir zeigt, wo es lang geht. Und sie sollten darum fragen, zeige mir, was der letztendliche Schutz ist. Was ist das, was mir in allen zukünftigen Lebenszeit einen Schutz bringen wird? Indem sie ihn diesen Lehrer ansehen, als jemand sagt, du bist mein Schutz für alle zukünftige Lebenszeiten. In diesem Sinne es verstehen, für etwas, was für alle weiteren Lebenszeiten von großem Schutz und Hilfe ist. Nur wenn es solche Schüler sind, dann sind es echte Schüler. Umgekehrt, selbst wenn solche nicht, wenn Schüler Geschenke darbringen, die einen großen Haufen bilden, dem Weltberg gleiche aufgeschichtet, oder wenn sie darum fragen, all den Dharma sämtliche Dharma-Arten der 3 Fahrzeuge zu lehren, dann ist das verglichen kein Nutzen, wenn es nicht von diesem inneren Wunsch getrieben ist, die letztendlichen Schutz zu erfahren. Damit Dharma tatsächlich als befreiende Information wirksam ist, muss es etwas sein, das für alle zukünftige Lebenszeiten einen Schutz gibt. Das Ziel sollte alle zukünftigen Lebenszeiten ein letztendlicher Schutz sein, eine nachhaltige Wirkung. Und wenn man darauf keinen Wert legt, dann wird es auch für die Schüler nicht möglich sein, dass sie hier einen echten Weg gehen, damit sie höhere Lebenszustände oder sogar ganz zu schweigen von dem letztendlich Guten damit erreichen wollen oder erreichen können. Wenn sie sich nur um dieses Leben sorgen, wenn wir also nur nach den Genüssen und dem Wohlstand dieses Lebens schauen,
dann ist es kein Weg der echten Dharma-Erfahrung. Dharma ist etwas, was sich nicht nur an diesem Wohlsein in diesem Leben orientiert. Das ist nicht einfach. Und das ist, was Michi Dorje so erklärt. Und er hat es nicht nur gesagt, sondern auch erklärt und hat es auch vorgelebt. Denn es zeigte, dass er in seinem eigenen Leben frei war von jeder Art von Verlangen danach, in diesem Leben Wohlsein zu erlangen. Er war niemals, hat niemals ist niemand abgeschweift in irgendeines der vorübergehenden weltlichen Ziele dieses Lebens. Er hat es niemals, hat auch es anderen niemals in dieser Weise vorgelebt. Er war einfach von seiner gesamten Art und Lebensart so, dass er zeigte, worum es ihm um echtes, wahre, befreiende Information geht. Und er hat nichts anderes verheimlicht. Und wenn er einen Fehler begangen hat, dann hat der andere gesagt, hier, das ist mein Fehler, und dann hat es sofort gegenüber anderen zugegeben und offengelegt. Zum Beispiel. Michi war sehr direkt, einfach völlig offen und direkt in allem, was er sagte. Wenn man seine Unterweisung liest, dann gab es, in Tibet gab es zu jener Zeit, hat er viel, da hat er zum Beispiel viele Widerlegungen früherer Lehrer geschrieben, hat viele Texte verfasst, die Widerlegungen von Positionen früherer Lehrer waren. Wenn er aber dann feststellte später, dass er sich geirrt hat, dass seine Kritik eigentlich gar nicht angebracht war, hat er es sofort bereut und eingestanden. Es gab viele andere, die in Tibet geschickt solche Widerlegungen geschrieben haben, aber dann, wo sie dann falsch gegangen waren, niemals ihre Fehler korrigiert haben. Michi Dorje war derart, dass er immer da, wo er Fehler gesehen hat, versucht hat, diese Fehler zu klären, auch wenn es seine eigenen Fehler waren, sofort sich von diesen Fehlern freizumachen, indem er sie rückhaltslos offen zu legen wusste. Das ist tatsächlich eine seiner großen Qualitäten. In jedem Fall war Michi Dorje jemand, wenn der Dharma lehrte, dass er da, wo er nicht selber eine tiefe Einsicht und tiefe Erfahrung davon hatte, diesen Dharma niemals anderen lehren würde, niemals ohne eigenes Erleben anderen Dharma lehren würde. Er wollte auch nur solche Schüler unterrichten, die tatsächlich die innere Reife dazu haben, um solche Dinge aufzunehmen zu können. Einige haben Michi Dorje dafür kritisiert und haben gesagt, Michi Dorje, wenn er da irgendwie Dharma lehrt und da ist er so strikt, er ist so übermäßig genau und streng in all dem, was er da sagt. Ja. Er gibt den Schülern nicht das, was sie brauchen. Und nicht mal das, er hat es noch nicht mal selber alles verstanden, hat keine Erfahrung davon, deswegen gibt er diese Unterweisung nicht. Ja. Und es gibt so viele Unterweisungen und Abhishekas, aber Michi Dorje hat selber davon nicht viel. Und wenn Michi Dorje sich daran macht, dann wird er niemals die von Anfang bis zum Ende lehren. Und wenn er es überhaupt gibt, dann wird er sie nicht vom Anfang bis zum Ende geben. Und viele haben ihn dafür kritisiert, dass sie solches Verhalten gesehen haben. Es gab Leute, die in dieser Weise über Michi Dorje sprachen. Das ist die Art und Weise, wie sie redeten, aber sie hatten einfach nicht das große Glück, ihm wirklich zu begegnen. Und die aber, die ihm wirklich begegnen konnten, die das große Glück dazu hatten, die waren bei jedem einzelnen seiner Worte inspiriert. Sie waren erfüllt von dem Wunsch, Freiheit von Samsara zu erlangen und hatten tiefen Vertrauen in die Qualitäten der 3 Juwelen und sie waren
groß und umsichtig und vorsichtig in der Art und Weise mit Ursache und Wirkung in ihrem Handeln umzugehen, in Bodhicitta der Herzensmut zu entwickeln und die verschiedenen Stufen und Wege als eigenen Erfahrungsweg zu üben. Sie waren tatsächlich von großer Entschlossenheit geprägt, eigene Erfahrungen zu sammeln. Aus diesem Grunde war Mikhail Dorjes Leben ein Vorbild für sie in der Art und Weise, wie er seine Schüler unterrichtete. Und sie kamen zu jener Haltung, dass sie sagen, da gibt niemand auf der Erde, der mir hier mehr ein größeres Maß an Hellsicht und Allwissenheit und mit den Weg erklären kann. Es gab einige. Und sie sahen Mikhail Dorje als einen Lehrer an, dem sie wirklich vollen Herzens vertrauen konnten, um diesem Wege zu folgen. Er hatte einige Schüler, vielleicht nicht eine große Menge, aber doch etliche, die diese Qualitäten sehen konnten. Da waren vielleicht nicht allzu viele Leute, die in seine Qualitäten in dieser Weise sehen konnten, aber es gab einige, etliche darunter, die auf dem Weg zur Erfahrung, zu Allwissenheit und zur Freiheit führen konnten. Und sie hatten die tiefe Gewissheit, dass niemand da wäre auf dieser ganzen Erde, der sie besser unterweisen könnte als Mikhail Dorje. In kurz. Als er seine Schüler unterwies und sie zu nähren wusste, war er von tiefer, liebevoller Wertschätzung und Mitempfinden, Fürsorge für seine Schüler. Und das Zeichen seiner so reinen, makellosen Herzensabsichten, wenn also Leute zu ihm kamen, um Dharma zu fragen oder um materielle Dinge zu fragen, wie Essen oder Kleidung. Einige kamen, um Abhishekas zu bitten. Mikhail Dorje hat ohne jeden Hintergedanken sie alle aufrichtig in bester Weise versucht zu versorgen. Im Sinne des Dharma, echter befreiender Informationen oder im Sinne von Hab und Gut. Von morgens bis abends, in was immer er tat, war er immer damit befasst, einen Nutzen und Wohl für andere zu vollbringen. Dharma denen zu geben, die Dharma wollten, Dinge zu geben für solche, die ihn wegen Habe oder Gut mit Bitten an ihn herandrogen. Und es gab aber auch solche, die dann, wenn sie sich ihm näherten, dann so taten, als ob sie Dharma für sie ganz wichtig sei und dann, aber Mikhail Dorje eigentlich nicht für einen großartigen Lehrer sahen, aber dennoch um Abhisheka baten. Bloß damit sie sagen könnten, in anderen gegenüber sich brüsten konnten, ich habe diese große Abhisheka von dem wichtigen Lehrer bekommen und so weiter. Und es gab also auch solche Leute, die mit solchen Absichten ihm näherten. Solche, die mit solchen unlauteren Absichten sich ihm näherten. Und gegenüber jenen hat er, weil ihre Absicht nicht gut war, hat er
Und, und weil sie damit viel seiner Zeit in Anspruch nahmen oder nehmen würden und verschwenden und ihre eigene Zeit verschwenden würden und sie von anderen Dingen abhalten würden, und damit daran hinderte, wirklich Gutes für andere zu tun, wo es wirklich notwendig ist, weil mit den Leuten eben dies zu sehen in der Lage war und weil sie sah, dass sie nicht tatsächlich von wahren, echten Absichten getrieben waren, hat er solche Leute nicht sehr beachtet. Er hat sich, weil dann, wenn sie ihnen solche Art von ihm die Zeit stehlen und ihre eigene Zeit ja dabei stehlen, dann im Grunde genommen nichts Gutes tun, sich selber Schaden zufügen, hat er deshalb ihnen sich nicht viel Zeit zugewendet. Aber wenn da wirklich jemand war, der ein echter Dharma-Wunsch nach befreienden Informationen in sich trug und dafür Mühe in der Lage war aufzusichten, dann hat Michidachi ihn zweifellos unterwiesen. Oder wenn er von jenen, die mit unlauterer Absicht kamen, sehen konnte, dass er in Zukunft dann eine echte Dharma-Haltung entwickelt, dann hat er viel Zeit mit ihnen verbracht und hat mit ihnen sich lange unterhalten oder sogar in scherzhafter, lockerer Weise mit ihnen sich unterhalten und mit ihnen einfach Zeit verbracht. Und natürlich ihnen auch Dharma gelehrt, aber viel Zeit und Fürsorge für sie, selbst in gewöhnlichen Unterhaltungen mit ihnen verbracht. Und mit vielen gelacht mit ihnen und viel Zeit in solcher Weise, viel Zeit mit ihnen verbracht. Im Gegensatz zu jenen, die mit falscher Absicht kamen und eigentlich kein echtes Dharma-Interesse haben, aber von ihm solche Handlungen einforderten. Um also den Lebensstrom der anderen gut in günstiger Weise beeinflussen, muss man wissen, wie Wikileute tatsächlich, was seine Art war. Wenn jemand da war, der wirklich mit echtem Dharma-Interesse beseelt war oder er die Fähigkeit hat, in Zukunft sich das solche zu tun, dann hat er sich in jeder Weise um sie gekümmert. Und selbst wenn sie tatsächlich wörtlich nicht viel mit Dharma sich befasst haben, hat er sie fürsorglich in Gespräche verwickelt, hat mit ihnen gescherzt und viel Zeit verbracht und in herzlicher Weise sie umfangen. Und wenn da aber andere war, und aber andere waren, die eigentlich nur noch formell nach Dharma fragten, weil sie sich damit brüsten wollten, dass sie von einem großen Lehrer dann dies oder jene Abhisheka und Unterweisungen empfangen haben, dann hat er nicht viel Zeit mit ihnen verbracht und sich auch nicht viel mit ihnen befasst und viel Zeit eher mit anderen verbracht, wo er ein solches Potenzial sah. Das war die 27. Tat. Wenn wir jetzt zur 28. guten Tat gehen. Und das ist hier mit den Begriffen der Grundgliederung, wie er in der Bodhisattva-Art und Weise sich mit dem Bodhisattva-Weg geschult hat. Und das heißt hier, und weil da alle Handlungen und Aktivitäten, die tatsächlich auf dem Wege des Erwachens sich zu befinden, unbeschreiblich sind, habe ich mich dem Wunsche gewidmet, in all diesen in Einklang zu folgen. Und ich denke, dass dies die Art und Weise der Handlung der Bodhisattvas sind. Und auch das, denke ich, war eines meiner guten Taten. Und wie ich das bereits das versuche zu beschreiben, dann, wie ich das bereits zuvor gesagt habe, andere Lebensstrom zu zähmen, andere ihre Erlebnis
Weise zu besänftigen, muss man zunächst den eigenen Geistesstrom bezähmt haben. Und man muss schauen, ob man in der Lage ist, seinen eigenen Lebensstrom, das Gute vermehren und das Schlechte vermeiden kann. Erst dann kann man anderen eine solche Unterweisung geben. Da, wo das nicht der Fall ist, wo man ohne eine solche Erfahrung darin, seinen eigenen Geistesstrom gezähmt zu haben, dann versucht, anderen so zu tun, dann ist das eigentlich nur ein hohles Reden. Was immer wir an eigenen Fehlern sehen, ist es wichtig, dass wir diese eigenen Fehler in der Lage sind zu beseitigen und die eigenen Qualitäten als solche zu erkennen und die dann zu vermehren können. Das ist die Aufgabe. Wir müssen also die Fehler, die wir in uns erkennen, in der Lage sein aufzugeben. Auch selbst wenn wir nur wenige gute Qualitäten, Vorzüge in uns aufweisen, dann müssen wir in der Lage sein, diese zu erkennen und zu vermehren und dann darauf gegründet, anderen zu zeigen, welche Fehler sind, die man tatsächlich aufgeben kann und wie man Gutes vermehren kann, wenn man dagegen auf die Fehler hinweist, andere, ohne dass wir in der Lage sind, diese Fehler selber in der Lage sind aufzugeben. Dann sollte man darüber nicht sprechen. Der Punkt ist hier, wir sehen immer nur die Fehler anderer Leute, gerne. Und es ist nicht sehr einfach, die eigenen Fehler zu sehen. Wir sehen überall Fehler. Fehler in anderen Menschen. Und wir denken grundsätzlich, Fehler sind die Fehler der anderen. Ich habe selber keinen Fehler. Wir müssen in der Lage sein, zuallererst die Verantwortlichkeit für unsere eigenen Fehler zu erkennen. Nicht die Fehler der anderen, die Verantwortung versuchen zu übernehmen. Solange wir nicht glauben, dass wir selber Fehler machen. Wenn wir also Fehler in anderen sehen, dann sollten wir, anstatt darauf zu schauen, dass es bloß der Fehler der anderen ist, zu schauen, was denn unsere eigene Haltung ist. Wenn wir glauben, ich bin doch in Ordnung, dann ist die Gefahr, weil wir immer über den Fehler anderer nachdenken. Andere kritisieren, bezichtigen, sollten dies nicht tun, jenes nicht tun. Und die Schuld den anderen geben in dem Handeln. Dann ist die Gefahr, dass wir darin sehr stolz und überheblich werden. Ich bin immer richtig. Ich weiß schon, wo es lang geht. Und es gibt viele Arten von Stolz oder Überheblichkeit. Zum Beispiel wenn man über die verschiedenen Arten von Stolz und Hochmut sprechen wollte, zum Beispiel die eine ist die, zu denken, ich bin richtig, ich mache keine Fehler. Das ist eine gefährliche Haltung. Besonders wenn man damit versucht zu lehren. Wenn wir jemanden kritisieren und es stellt sich heraus, dass diese andere Person ein Bodhisattva ist, dann wäre es sogar noch schlimmer, weil Bodhisattvas, um anderen Lebewesen zu nützen und ihre Nöte und Fürchte zu besänftigen, sie in verschiedensten Weisen dieser Welt erscheinen. Und wenn man solche Lebewesen schaut und auf ihre Handlung schaut, dann sind manche Handlungen, die wir überhaupt nicht verstehen. Wir schaffen es einfach nicht zu verstehen, was die Handlungsweise dieser Wesen ist, weil wir sie nicht begreifen können. Und weil wir sie nicht verstehen, respektieren wir sie nicht, sehen darin keinen Wert und entwickeln deshalb unsere falschen Handlungen, und können damit die Grundlage für vieles Gutes, was wir selber in unserem Herzen gesammelt haben, damit vernichten und obendrein das Fehler in Kauf nehmen, das Risiko, dass wir einen Bodhisattva der Fehler bezichtigen. Das ist eine große Gefahr. Außer wenn wir nun selber die Fähigkeit der Hellsicht und der Gedankenlesens erlangen könnten, um den Geist der anderen zu sehen und was in ihrem Herzen vorgeht. Solange wir diese Fähigkeit nicht besitzen, solange wir diese Fähigkeit von Hellsicht nicht erlangt haben, wenn man genau die Gedanken der anderen kennt und weiß, was sie tatsächlich denken und was ihre wirkliche Absicht ist hinter dem, was sie dort tun.
Und so ist klar deutlich die Absicht der anderen sehen, als ob sie mit den eigenen Augen in der Lage wären zu sehen. Das nennt man Hellsicht. Nicht einfach nur eine Vermutung haben, eine vage Idee, sondern es wirklich mit großer Deutlichkeit sehen können. So, als ob es vor den Augen offensichtlich läge. So, wenn man unsere 5 Sinne hier als die Zeugen annimmt, das für etwas, was direkt offensichtlich ist. Aber selbst die 5 Sinne, die wir als solche Zeugen des direkten, offensichtlichen nehmen, sind in der Lage, uns alle Zeit zu täuschen. So wie die Wissenschaftler es erklären, wie unsere 5 Sinne funktionieren. Und wenn wir darüber schauen, ob diese 5 Sinne tatsächlich uns eine verlässliche Erkenntnis bieten, dann sind diese 5 Sinne durchaus nicht in der Lage, uns immer gültige Erkenntnis zu bescheren. Also, solange wir diese Hellsicht des Gedankenlesens nicht erlangt haben sollten und unsere 5 Sinne nicht tatsächlich in denen erkennen, was darin verlässlich und Quelle gültigen Erkenntnis ist, so lange sollten wir uns nicht dessen brüsten, dass wir einen Fehler in einem anderen gesehen haben und dessen so sicher sind, dass es wirklich ein Fehler ist. Einen kleinen Augenblick. Und es gibt da solche, die einen großen Gefallen daran haben, die Fehler anderer zu erkennen. Das ist eine sehr gefährliche Haltung. Wir sollten nicht auf andere schauen, um ihre Fehler zu sehen, sondern so viel wie wir können die Qualitäten, das Gute in anderen zu sehen. Es ist für uns sehr einfach, die Fehler der anderen zu sehen, aber nicht sehr einfach, die eigenen Fehler zu entdecken. Aus diesem Grunde sollten wir auf unsere eigenen Fehler schauen, was in uns selber nicht richtig läuft. Und wir müssen beides eben nicht so einfach. Es ist wichtig, dass man sehr viel Mühe darauf verwendet, die eigenen Fehler zu erkennen. Nicht das zu tun, was so leicht fällt, nämlich die Fehler anderer zu sehen. Was eine große Gefahr mit sich brächte, besonders dann dort, wo wir Fehler zu sehen meinen, die aber die Fehler, die Handlung eines Bodhisattvas sind, dann ist es besonders gefährlich, wenn wir in solchen verfallen. Alle Lebewesen haben das Potenzial und die Grundbegabung zum Buddha erwachen. Und deswegen sollten wir sie alle von großem Werte ansehen, eigentlich als Wesen, die echte Wesen sind. Besonders Bodhisattvas widmen sich dem Wohle der anderen, ohne auf eigenen Nutzen und Wohl zu achten, ohne von Selbstsorge getrieben zu sein, sind sie hauptsächlich darauf gewendet, was anderen Wohl und Nutzen bringt. Und das sind und Bodhisattvas nicht alle gleichermaßen geschickt sind, dass wir noch die verschiedenen Stufen der Bodhisattvas nicht alle erkennen. Es gibt durchaus möglich, dass da Bodhisattvas sind, die nicht so geschickt sind in ihren Handlungsweisen, die vielleicht nicht so genügend Weisheit besitzen. In jedem Fall aber ist ein Bodhisattva ein Lebewesen, eine Person. Und es ist durchaus möglich, dass sie von Zeit zu Zeit irgendeinen Fehler machen. Es ist natürlich möglich, dass sie einen Fehler machen. Aber im Vergleich zu Lebewesen, so normalen, gewöhnlich sterblichen Lebewesen, ist ein solcher Bodhisattva verglichen mit einer gewöhnlich sterblichen Lebewesen immer noch eine Quelle von Qualitäten und Vorzügen, weil ein solcher Bodhisattva immer sich in seinem Herzen mit Fürsorge auf das Wohl der anderen hinzuwenden in der Lage ist. Und sich auf grenzenlos viele Lebewesen wohl nutzen wenden. Deswegen ist ein Bodhisattva jederzeit ein wichtiges Vorbild, ein wichtiger Bezugspunkt für andere. Und aus diesem Grund ist es sehr wichtig, für Bodhisattvas ist es besonders wichtig, dass sie auf die Qualitäten der anderen achten. Aber wir wissen nicht, welches Lebewesen ist ein Bodhisattva. Deswegen ist der Grundratschlag hier in dieser Weise, dass wir immerzu auf die Vorzüge der Lebewesen achten, weil wir die Fehler sowieso nicht genau wissen. Und wir wissen nicht so mal unterscheiden, ob jemand, der vor uns ist, ein Bodhisattva ist oder ein gewöhnlich sterbliches Lebewesen. So ist es halt in den Instruktionen von Meiji Doji zu finden, wo er sagt, wir sprechen über weltliche Eignung, ob jemand
jemand keine gute, kein gutes Sehvermögen hat oder nicht besonders gut aussieht oder jemand ist behindert und so weiter. Wir haben alle verschiedene abfälligen Namen für so etwas, als Krüppel oder als solche abwertende Begriffe sind in der Lage, andere zu verletzen. Und das nennt man eigentlich eine nicht wertschätzende Art und Weise, unsere heutigen Kultur sind solche Begriffe verpönt, abwertende Art sind. Und so gab es auch in Begriffen von Dharma hier solche Unterweisungen, die sagen, man soll nicht die Fehler anderen bloßstellen. Eigentlich sollte man niemals etwas Schlechtes über andere denken, sondern wir sollten verhindern, dass wir weiterhin auf die Fehler von anderen schauen. Was wir hingegen tun sollten, ist, wenn wir Fehler anderer sehen. Manchmal geht es uns so, dass wir tatsächlich meinen, einen Fehler anderer zu sehen. Und wir schauen dahin und sagen, oh, das ist verkehrt gelaufen. Und was sollen wir dann machen, wenn wir diesen Fehler sehen? Wenn wir den Fehler sehen, sollten wir denken, möge dieses Lebewesen niemals wieder einen solchen Fehler begangen, möge ich niemals einen solchen Fehler in Zukunft wiedersehen müssen. Solchen Wunsch sollten wir wir schauen, ob das ist jetzt nicht eine Frage davon, dass wir meinen, alles ist mein eigenes Bewusstsein, sondern wenn wir hier die Fehler von anderen meinen zu sehen, dass wir dann ist es so, nicht jeder wird diesen Fehler sehen, das muss man da mal nehmen. Es gibt einige Leute, die sehen darin einen Fehler und andere sehen darin keinen Fehler. Einige sehen sogar Qualitäten darin. So gibt es also verschiedene Arten und Weisen, irgendein Verhalten zu sehen und zu bewerten. Also es gibt verschiedene Arten von Erlebnisweisen. Wir haben also verschiedene Arten von Erlebnisweisen im Hinblick auf dieselbe Situation. Wenn man zum Beispiel die Farbe blau nimmt, gibt es 100 Leute, die vielleicht auf die drauf schauen und die sehen blau als blau bezeichnet. Jede Person für jede Person etwas anderes erfahren wird. Das Blau, was ich sehe, hier wird ein anderes Blau sein, als vielleicht also andere Leute darin sehen und so weiter. In jedem Fall mit alles, was wir sehen und erfahren, gibt einen Eindruck in uns, der auch weiterwirkt und die Art und Weise unserer Lebensweise ist so eine angelernte Lebensweise, die von Karma und den eigenen Gemütszerstörungen abhängig ist. Und weil wir diese verschiedenen Gewohnheiten von früherer Art haben und Geistesstörungen haben wir verschiedene Lebensweisen. Und Bodhisattvas, die alle ihre Gemütsverstörungen und ihre früheres Karma aber haben bereinigen können. Sie sehen es, wie es ist. Aber wenn wir also irgendwo, mit anderen Worten, wenn wir aber hier geprägt von Gemütsverstörungen und eigenen Handlungs- und Lebensgewohnheiten dann etwas sehen, wir sehen etwas, was wir als Fehler wahrnehmen, und dann ist dieser Fehler, den wir sehen, auch zweifellos ein Teil von unserer eigenen Erlebensweise. Lamalaya, Chushukalia, Sosuk Yomon Karache, aber die Gorde Lamalia Sugres. Madalam, Sosuk Yomon Karache, aber der Base, irgendjemand einen Fehler des Stolzes irgendwo wahrnehmen, und dann ist es wichtig, dass wir zunächst einmal unseren eigenen Stolz in uns besänftigt haben können, bevor wir den Fehler des Stolzes woanders in anderen Lebewesen glauben wahrnehmen zu können, zu besichtigen und so. Und wenn wir also so hier einen eigenen Fehler haben, dann geht es nicht darum, diesen Fehler zu verbergen, sondern diesen Fehler auch gegen den eigenen Lehrer, diesen Fehler, die wir wahrnehmen, nicht dem eigenen Gegenüber zu verbergen, sondern wir müssen diese Fehler offenlegen, damit der Guru auch dann uns halt für eine Hilfe anbieten kann. Ich möchte euch ein Beispiel davon, wenn wir zum Beispiel in den Krieg ziehen und wenn wir in eine Schlacht gehen wollen, dann braucht man verschiedene Methoden. Und die geschickten Methoden oder Strategien, zum Beispiel 야 초가 니인도 비슷해. 고란도 뭐티 나로 ngolo 소나. Dann müssen wir von außen her umrunden und dann
und dann von innen her versuchen, Zwietracht innerhalb des Feindes zu sehen. Wenn man die Außen und wenn man dann von außen das Land umzingelt hat und von innen her Zwietracht gesehen hat, sodass es von innen zerfällt, dann hat man ein leichtes, dieses Land zu überwältigen. Und wenn man dagegen aber nur von außen herum geht, da muss man ganz viel Truppen aufwenden und viel Kraft durchschreiten. Das ist so, als ob die alle Unterweisung, guten Unterweisung und alle Gurus um uns herum versammelt sind und versuchen von außen in uns einzudringen, wenn wir aber nicht selber von Wenn, aber es ist genau wie bei einem Land, das von innen her in großer Einigkeit ist und sich zu verteidigen weiß. Und von außen muss man große Kraft aufwenden, um in dieses Land einzudringen. Und so ist es wichtiger, dass wenn die gute Absicht aller Gurus und damals von uns herum probiert ist und wir aber im Inneren nicht unsere eigenen Fehler angehen, dann ist es sehr viel schwieriger, dass unsere eigenen Fehler überwinden zu können. Das war nur ein Beispiel dafür, um zu zeigen, dass das Außen und das Innen zusammenkommen müssen, damit ein Erfolg erzielt werden kann. Und so ist das ein Teil hier dieses genommen aus den 100 kurzen Unterweisungen, die sich darauf Zweifel die Lebewesen hegen. Das ist wichtig, wenn man etwas wenn wir, das Wichtige ist, dass man sehen kann, wenn man sagt, okay, das Gutes als Gutes zu erkennen, ist doch sehr wichtig und richtig. Warum? Wo ist das Problem dabei? Sagen die Leute, wenn man einen Fehler als Fehler erkennt, wo ist das Problem? Wenn ich muss da unterscheiden können, was gut ist und richtig ist, das tun zu lassen. Wenn ich also etwas sehe, was eigentlich zu lassen ist, dann was ist das Problem daran, wenn ich dann das als Fehler nicht auch bezeichnen kann? Das ist deshalb, weil es nicht so sicher ist. Zum Beispiel gibt es Leute, die haben viel ungutes Tun und Gewohnheiten gesammelt. Also da ist eine Person, die ganz viele schlechte, ungute Handlungen begangen hat und unter diesem Einfluss dieser Gewohnheit steht. Das kann man jemand so sehen und so bezeichnen. Aber dieselbe Person hat auch viele gute Sachen begangen und steht auch unter diesem Einfluss. So die Handlung, die man begangen hat, können diese als fehlerhafte Handlung sehen. Aber die Person, aber können wir deshalb nicht sagen, dass diese Person eine schlechte Person sei. Das ist nicht richtig, weil eben diese selbe Person, indem man eine solche Person als eine schlechte Person kritisiert, einen Eindruck erzeugt auf diese Person, von fürchterlicher, schrecklicher Art sei, dass sie voll von Bösen und Schlechten durchdrungen sei. Dann werden nämlich die guten Handlungen, die sie getan haben, diese gleichzeitig auch vieles in guten Gewohnheiten, die sie begangen haben, nicht respektiert. Sondern es ist durchaus möglich, dass eine Person, die auch sonst viele schlechte Gewohnheiten hat, auch gute Angewohnheiten mit sich trägt. Zum Beispiel, wenn eine Buddha-Statue aus Ton verfertigt haben, da ist also die schlechte, das Ungute eine Statue zerstört. Aber diese Buddha-Statue aus Ton ist natürlich nicht der echte Buddha. Wenn wir eine Tonne Buddha-Statue zerstören, das ist eine böse Handlung des Körpers. Weil wenn wir diese Buddha-Statue aus Ton zerstören, weil das, was damit gemeint ist, eigentlich die Verkörperung des Buddha ist, weil das auch dieses Verkörperung zerstört wird und so ist das eigentlich gemeint.
양 die 가시에 guten Lebewesen. 참참 강사 독자들에게 야부시고 제요나 양 되게 양능게 Engagieren sich in 되어res Handlungen, die für andere 미 benutzend 독자들에게 sind. 베 가수의 자와 상보들이 Aber es gibt 제요나 viele von 양 diesen 되게 guten Handlungen, 상기 die wir 때마신 meinen, 로게 mit guter Absicht 되망고 gehen, die 어res jetzt gleichzeitig aber auch 네 für andere 다들 von 상당히 zum Schaden werden 해야도 können. 나중에 람산 타 Das ist 셔투야 die Frage, was ist da wirklich gut und 네, schlecht, 일단은, nicht so einfach von außen zu 되게 beobachten 돈에 아주 und zu beurteilen. 섭섭해가지고 개침버렸어. 람산지 네 상보는 딩에바레스 타주 제한된 Da muss man ganz vorsichtig sein. Es ist dann unglaublich schwierig zu beurteilen, ob etwas wirklich letztendlich gut oder schlecht ist. 전주 센바 Und insbesondere wissen wir nicht, welches Lebewesen ist ein Bodhisattva. 당심 기관에 Und wenn diese Person ein Bodhisattva ist 당심 기관 될래 몇번 세비나 아니 네거 좀 싫어요. und wir empfinden Hass und Ärger ihnen gegenüber und kritisieren und bezichtigen diese Person in Körper und Sprache. 이건 너가 나올라 가르쳐 알았잖아. 따디 Da gibt es 롱치도 껴 먹어 Sutra, 제가. das heißt, 가르쳐 알았잖아. 초주기 심지에 담지 초주기 상계의 신탐제라 예배 심지에 담지기 미디 바던 샤바 델레 anzunehmen. 전주 셈발레야 아니 셰당왕체네 베 미로 데빈 데디버치 그래서 송요 알았어. 이 균선 때는 아주 섭섭치 고래서. Wenn wir die Augen aller Lebewesen ausreißen würden und in 10 Richtungen verstreuen, verglichen damit, dass wir Hass gegenüber einem einzigen Lebewesen erzeugen, dann ist diese Handlung des Hasses von großem Schaden. 기다 데레 나로래 용스 그래서 마다 타지도 전주선발사의 미인고 쓰고 말아 봐. 데네도 가사 수익이 경기 차는 미다와 근데 이 계획이 차는 내가 샤톰나 약셔래. Wir können nie sicher sein, ob Bodhisattvas auf jeden Mensch gestaltet wird. Wir sollten gute Verbindungen zu allen Lebewesen herstellen. Wenigstens, wenn wir schon das nicht können, gute Beziehungen zu allen Lebewesen herzustellen, sollten wir unsere abwertende Haltung gegenüber Lebewesen einstellen. Wir sollten aufhören, andere zu bewerten. Es gibt eine Kadampa-Unterweisung, dass in einer Anweisung, die er uns auf den Weg gab, die wir tatsächlich im Herzen behalten sollen. Der Kernpunkt davon ist, 최냠내 지규파지 세송의 계절의 시에도 다 최냠내 제아도 바지 세네 냠내 지규파의 계절의 시에 sagt ist, 그래서 가르쳐 되어서는 최냠내 지규 세는 다 최를 미슈 구슈 제대로 니 쇼단 니 미쇼 민도 구독 첸다 최를 니 쇼단 니 미쇼 자메 봐 롱슈고도 왕슈고도 다 가르치 간다 지규 주연에서도 제작도 das zu üben und damals zu erhalten, dass sie 이내야 irgendetwas von Dharma zu erhaschen. 미슈 구슈 슈브레디 이내 디 Sie haben viele 나와네 니 냠솔레 Sie können alle Dharma dabei sein, die sie bekommen können, 니 냠솔레 마송 aber sie sagen nicht, ich habe dies und jenes erfahren und dies jene habe ich nicht geübt. Das sagen sie 다 nicht. 최디 봐 슈가 잠진 뒤에 別다 왕을 지는 아주 망고지 삼레 나 왕디 라멘 그거가 샤사나 다 밀디기 위해서 sie nicht in Erfahrung setzen konnten. 대잠식 답변 드리기 위해서 제자 아니 품바 Und die sagen, ich habe auch der Guru hat mir die Vase auf den Haupt gesetzt und sie machen alle Anstrengungen, um mit dieser Vase auf das Haupt gesetzt zu bekommen. 최대 디나로로 상가잡도 그렇지 다 잠식 드리기 위해서 성상으로 되는 거 봐. Eine Übertragung gegeben wird, dann versuchen sie alles Mögliche, um mit dieser Sammlung hineinzukommen, sich da im Gedränge zu tümmeln und denken, damit das habe ich teilgenommen. Niemals, wenn sie da in dieser Menge sich drängen und um den Dharma unterweisen und bitten, dann denken sie, wie kann ich das in eigenes Erfahrung übersetzen? Das ist doch alles eine leere Anstrengung, eine nutzlose Unterfangen, eine verlorene Mühe, wenn wir das nicht tatsächlich in eigenes Erleben umsetzen. Jeder sagt, ich nehme Zuflucht zu den als Worte für uns aber tatsächlich sind es Lügen, wenn man es genau auf eine Bedeutung hernimmt. Campus und so weiter, dann bitten sie um Zuflucht. Aber es gibt niemand unter denen, die sie dann vielleicht auch nicht auch noch wieder kritisieren würden. So wie es heißt, das Einzige, was dann in die Hölle kommen würde, sind meine eigenen Lippen.
아니 디미디 미신다지라 Das sollten Sie ein Schloss an meine Lippen hängen. 고자기업에서 디미디 미신다지를 Und dann 때 diesen Schlüssel jemand anders 아니 양 geben. 칼라스도 양 고차로 마다 지기 칼라스도 자네 아니 Wenn ich 카디베 dann essen muss, dann muss ich das 고예브샤비나 Schloss wieder 칼라사시 aufmachen. 말와 제가 칼라사를 인두사네 아니 신의 그자네 디미디 수야르테 아니 Wenn ich dann beim Essen diesen Schlüssel nicht habe und niemand dabei ist, damit es aufdrehen, dann kann ich nicht essen. 디 아사르 삼사르지 마도베 디 추도 디 텐다 메살라 아니 Aber 소소로 das ist ja das Unbequem. Aber auf der anderen Seite wäre es sehr gut, wenn meine Lippen immer verschlossen wären. 뉴스에 송들이죠. Weil uns unsere Lippen eine so schwierige Zeit bescheren und so viel Unheil über uns hereinbrechen lassen. Das ist eine Herzensunterweisung. Ich glaube, die ist sehr wichtig und sehr nützlich. Und die sollte man gut, wenn wir sie behalten. Da wäre noch viel anderes zu sagen, aber ich glaube, das reicht vielleicht für heute. In jedem Fall, wie ich das anderthalb Mal gesagt habe, heute ist der letzte Tag dieser Frühlingsdharma, Frühlingsdharma. Wir werden mit diesen Unterweisungen weiterfahren. Heute ist der offizielle Tag dieser Veranstaltung, und die Leute, die daran teilgenommen haben, die extra sich dafür versammelt haben, müssen jetzt zurückkehren und ihre eigenen Nonnenklöster zurückkehren. Und heute ist also dieser Tag, der letzte Tag davon. Und unsere Pläne für die Zukunft sind, dass wir am 13. dann weiterfahren mit diesen Unterweisungen. Und ich glaube, wir sollten die Uhrzeit ändern. Darüber werde ich aber später noch eine Ankündigung machen. In jedem Fall. Aber ich werde diese Unterweisung jetzt hier weiter fortführen, bis es abgeschlossen ist. Bis diese Lebens- und Freiheitsgeschichte des Megiddo der guten Taten vollständig behandelt ist.